wie der Herrgott die Welt gemacht hat, war gar nichts, war alles leer, war kein Leben, war nur ein Wasserquell, wo alles nass gemacht hat. Da, vom Stab, hat der Herrgott den Mensch gezogen, hat dem in die Nase geblasen und hat ihm Leben gegeben. Da hat den Edem gerade gemacht und hat dat alles an den Beim hingetun. Und dat hat auch den Mann hingetun. Im Mittelgarten hat Herrgott den Lebenbaum hingetun. Und dat war auch der Baum, wo Kenntnis gibt hat, vom Guten und vom Schlechten. Herrgott hat gesagt, dass der Mann Plantage machen soll, dass von allem zu essen hat. Und kennt auch von allen Bäumen essen, wo dort drin wären, bloß nicht vom Kenntnisbaum, weil dann tät sicher sterben. Herrgott hat aber gemeint, das wäre nicht gut, wenn der Mann allein leben tät. Da hat alles an der Vieh gezogen und hat sie hingenommen, dass der Mann sie nennen kann. Herrgott hat für jedes Saat Vieh ein Pärchen gehabt. Bloß für den Adam hat keins. Da hat gemacht, dass der Adam tief inschlafen tät und hat ihm einen Ripp weggeholt. Davon hat Herrgott die Frau gemacht und hat sie ihm hingetun. Der Mann ist auch froh damit. Deswegen lässt der Mann seinen Vater und seine Mutter für sich mit den Frauen heiraten, dass sie eine einzigste Mensch sollen sein. Die zwei waren nackig, haben sich aber nicht geschämt, einer vom anderen.